Kapitel 3. Zu selber Zeit taucht der Johannes der Täufer auf und verkündet in den Steppen von Judäa: Denket um, die neue Welt steht vor der Tür. Der Johannes ist nämlich der, wo der Prophet Jesaja gesagt hat von ihm: Einer ruft in der Wüste: Machet dem Gott Strasse frei, machet ihm seine Wege gerade. Er, der Johannes, hat ein Gewand von Kamelhaar und einen Ledergurt um den Bauch. Essen tut er Heugümper und wilden Honig. Da ziehen den Haufen zu ihm raus, von Jerusalem und von ganz Judäa und vom ganzen Jordantal, und er tauft sie im Jordan, und sie geben ihre Verfehlungen zu. Wo er viele Pharisäer und Sadduzäer sieht zum Taufen kommen, sagt er zu ihnen: Ihr Giftschlangen, wer hat euch gesagt, ihr könnt fliehen vor dem Endgericht? Traget solche Früchte, die zum Umdenken gehören, und meint nicht, ihr könnt sagen: Unser Vater ist ja der Abraham. Ich sage euch, der Gott kann sogar die Steine da lebendig und Abrahams Kind daraus machen. Das Bieli liegt schon an der Wurzel vom Baum. Jeder Baum, der keine gute Frucht mehr trägt, haut man um und rührt ihn ins Feuer. Ich taufe euch nur mit Wasser, weil ihr umdenken wollt, aber der nach mir kommt und stärker ist als ich und wo ich nicht einmal wert bin, um ihm die Sandalen anzutragen, der tauft euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer. Der hat die Schaufel schon in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Er wischt sie's dann. Er sammelt sein Weizen in der Schür und die Spreu verbrennt er in einem Feuer, wo niemand löschen kann. Da kommt der Jesus von Galiläa an Jordan runter zum Johannes, um sich zu taufen. Aber der Johannes will nicht und sagt: Eigentlich müsstest du mich taufen. Warum kommst du zu mir? Der Jesus gibt ihm zur Antwort: Mach's nur. Wir müssen dem Gott seinen Willen erfüllen. Da lässt er uns machen. Kaum ist er getauft, steigt der Jesus wieder aus dem Wasser. Da geht der Himmel auf und er sieht den Geist von Gott, eine Art wie eine Taube, runterkommen zu ihm. Und eine gewaltige Stimme sagt: Das ist mein Sohn, den ich gern habe und wo ich einverstanden bin mit ihm.